Steiermark, da bin ich her. Zu Generation Zero. Eins vorweg, ich sag jetzt, wo wir sind, was wir heute machen und was in den kommenden 3 Wochen geschehen wird. Und zwar heute die ersten beiden Teile des Lootens. Jetzt ist einmal dran, hier FOA4 Bunker Bergfinken auf Himfjell. Wie du siehst, ich habe da noch ein paar Nebenmissionen zu machen. Das mache ich aber privat, weil das brauche ich dann später hinaus für die Geschichte. Und den Rest siehst du dann eh. Heute ist einmal dran der Bergfinken, der Bunker, wo du zum Schluss am Ende vom DLC Alpine Unrest hin musst. Und dann als zweites ist dran hier in Teil 2 heute das müsste sein ja, das ist der 13. März heute. Und nächste Woche drauf, das ist dann der 20. Armeestützpunkt Normyra und die Basisverteidigung auf schwer. Und eine Woche drauf, am 27. März, ist er dran. Das werden wir jetzt so durchziehen. Und als Abschluss des Ganzen einer dieser 2 oder vielleicht noch vorher einen, weiß ich noch nicht, wie lustig bin, das kann ich da noch nicht sagen. Entweder machen wir das an einem Tag, dass wir zuerst die 2 Rivalen da machen oder uns einen aussuchen und da in Sensenmann machen. Das werden wir dann sehen. Heute allerdings gehen wir jetzt einmal nur looten, hier auf Himfjell zum Bunker hierher. Und zwar genau hier. Hier müsste der kleine Vorplatz sein. Ungefähr da. Aber das siehst du dann eh gleich. Und zwar der Weg führt uns hier an der Kirche entlang. Da aus diesem Dorf oder was das immer sein soll raus. Am Campingplatz vorbei. Hier entlang die kleine Straße entlang hierher. Und dann müssen wir hier hinten abbiegen nach links. Da ist so eine komische große Mauer rundum mit einem riesengroßen Einfahrtstor. Und wenn mich nicht alles täuscht, ist dort ein Apokalypse-Tank. Ja. Im Inventar habe ich jetzt mit, kann ich da auch sagen, ich probiere heute etwas aus. Und zwar, ich habe jetzt mit die kleine experimentelle, die experimentelle, den Granatwerfer. Dann habe ich zur Vorsicht mitgenommen 5 von den Adrenalinspritzen und der Tipp von, was der Roland oder was der Joe? Der Joe, glaube ich, war's. Mit den Funkgeräten. Ich möchte es heute mit den Funkgeräten ausprobieren. Sollten wir drauf gehen. Die 2 Funkgeräte machen das Kraut nicht fett. Schau her. Oder schaut's her. Wir werden heute noch sammeln. Und von den Funkgeräten haben wir mittlerweile wieder 10. Und 45 Adrenalinspritzen. Genau. Gehen wir's an. Uns werden da jetzt sicher wieder Hunde erwarten. So wie jedes Mal. Obwohl ich hier eigentlich heute schon gelootet habe. Ja. Genau. Stellt euch hier auf Apokalypse-Klasse und FNEX-Klasse ein. Also das wird ein bisschen länger dauern, glaube ich. Mir gefällt dieses Himfjell-Setting einfach. Diese Winterlandschaft, was, das ist wunderschön da, eigentlich. Wären da nicht diese Papageien an Roboter und Maschinen?
Haha. Klebstoff nehmen wir mit. Die 9 mm Vollmantel nehmen wir zur Reserve mit. Wir werden uns vorerst eigentlich nur mit panzerbrechend vergnügen. Sollte uns die ausgehen, haben wir was wir brauchen. Da bin ich mir nie so sicher. Vogeldunst brauche ich, die Posten ist es nicht. Die Vogeldunst brauche ich für die experimentelle Pumpgun. Okay, kann nur sein, dass uns da vielleicht hier und da ein Rivale über den Weg läuft, wie du siehst schon, ja. Hier in Himfjell haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück. Ah, da habe ich heute schon gelootet, da werden wir nicht mehr viel kriegen. Wir haben nämlich Adrenalinspritzen wieder mal gesucht. Viel habe ich nicht gefunden. Es waren glaube ich nur 3 oder 4 Stück. Die habe ich gleich alle eingesteckt, wie du siehst, und ja, das passt dann schon. Ja, es ist nämlich, weißt, momentan ist der Content, wenn ich den Reaper gemacht habe und den, und diesen Wolf-Rivalen, ist der Content, was Landfall-Update angeht, für der Wahl einmal ausgeschöpft. Ich gebe es offen und ehrlich gesagt zu, es ist, ich will es nicht unnötig in die Länge ziehen. Ich habe jetzt auch schon angefangen, mir so ein kleines Skript zu erstellen, wie ich das mit der Geschichte handhaben werde. Wenn es dich interessiert hast. Weil viel kennen ja die Geschichte nicht. Oh Gott. Ja. Gut. Wir haben ein kleines Hindernis zu bewältigen. Wisst ihr was? Vogeldunst. Wir werden kämpfen. Die Apokalypse-Tank, die liebe ich. Obwohl sie zähe Hunde sind. Sie sind wirklich zäh. Aber sie sind irrsinnig geniale Gegner. Ich hab heute schon wieder mit angekämpft. So, jetzt sag aber nicht, dass das... Vielleicht haben wir Glück und das ist dieser eine Rivale, die Bestie da von Himdallen. Oh mein Gott. Mein größtes Problem ist, wenn ich dort ins Kämpfen anfange, bin ich ja gleich wieder eine Stunde beschäftigt, die kennen mich ja. Warte mal, wo müssten wir eigentlich rein theoretisch hin? Weil wie du siehst, ich hab da keinen Unterschlupf. Geh jetzt da vom Schutzraum weg, da runter, haben wir einer von der zwei. Oder wir stellen uns gleich diesen beiden hier. Wir werden das jetzt mal austesten. Genug Raketen habe ich mit. 64. Und die haben wir jetzt einmal irgendwann einmal vor kurzem einmal so überhaupt zusammengerechnet. Selbst der Apokalypse Harvester, der frisst gewaltig an Raketen. Warte mal. Siehst du die zwei Schmusen, ja? Warte mal, das ist sicher ein Badel. Ah, siehst du, und die Kinder hinten? Gleich mit dabei. Oh Gott, Apokalypse-Klasse. Alles Apokalypse-Klasse. Obwohl... Apokalypse-Klasse würde eigentlich experimentelle Waffen bringen. Warte mal, was ist denn das? Klasse D. Okay. Apokalypse. Wissen wir? Ist auch Apokalypse. Ach Gott, oh Gott. Apokalypse. Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Ja, das ist jetzt eine Herausforderung. Wisst ihr was? Wir sind ja nicht weit weg vom Bunker. Da hinten, von der Kirche. Und dieses Stück, da, der Golfplatz oder was es immer sein sollte, müsste eigentlich genügend Schutz bieten. Und dieser komische Bunker ist da hinten. Warte mal kurz. Ich mach dazu mal einen kleinen Wegpunkt her. Der ist da. Der müsste da hinten drinnen sein. Ja. Ich hatte damit gerechnet, dass die Performance in Bach geht, wenn... Naja, lassen wir das. Ich will mich nicht schon wieder ärgern. Wenn ich jetzt angreife, bin ich sicher mal eine Dreiviertelstunde beschäftigt. Aber wisst ihr was? Geht um nichts, wir greifen an. Hört bitte das Sounddesign dieser Apokalypse-Tanks an. Sie haben ja die dumme Angewohnheit, die Apokalypse-Tanks, wenn sie einen einmal interessiert, schleichen sie sich. Der ging daneben. Oh, der hat gesessen, ha? Ich werde uns auch noch ein bisschen Uran besorgen, aus einem einfachen Grund. Wir brauchen die Sprengmunition für den Reaper. Jetzt ist er munter geworden. Hat er lang genug gedauert. Komm her, Tank, ich will dich spank. Oder so, keine Ahnung. Drecksau. Ah, dieses... Puh. Schöner Treffer. Geil. Der ist nicht geil. Das macht mir auch nicht geil. Bist du deppert? Ja, das ist Apokalypse. Das ist geil. Und nein, ich habe absolut keine Ahnung, was mich beim Reaper erwartet. Absolut nicht. So, hier gehen wir in Deckung. Boah. Greifen wir Arm an. Wieder zurück auf den Granatwerfer. Ja, ich bin ja schon so gewöhnt, Raketenwerfer. Für mich sind das Raketen, was der. Oh mein Gott. Wo ist da der Unterschied? Beides macht Bums. Wow. Wow. Mamma mia, baby. Hui. Rudelbums im Altenheim. Achso,
Sorry, sagt man nicht. Ja, die zwei haben ein Zielwasser. Au! Ja. Au! Ja, die zwei haben halt Zielwasser getrunken. Mhm. Das war der selber brennende Schnaps wahrscheinlich. Da sind beide aufgewacht, siehst du? Wer ist jetzt gefallen fürs Vaterland? Ah! Der Harvester. Super, Kenny, du bist so... Mein Gott, Botcher, der Depp, du. Der Baum hat aber nichts da. Jetzt da. Der weiß, was er anhört, ha? Sag Geilinger. Sag geil auf. Oder schaust du mal, was der frisst? Das ist ja ein Wahnsinn. Da sind die drei offen. Uah! Mama! Friss! Oh! Herrlich! Puh! Boah! Na, du brauchst jetzt Turnen, Mädchen! Also das eine können wir verwenden, ist ja wurscht. Und bitte verzeiht's mir, ich habe seit Tagen wieder Performance-Probleme. Steh auf, Mädchen, danke. Du süße Nudel, du. Du geiler Zopfen. Ja, immer schön wegnehmen, gell? Jo, brav. Was haben wir da? Wo sind denn jetzt da die zwei? Wo ist der erste? Ah, drei sind's. Ah, gut. Apocalypse Hunter, ich hasse sie. Also, aber glaube ich jetzt schon mal irgendwo erwähnt, gell? Also nicht, dass du glaubst, dass wir da Freunde wären. Nö, nö. Nix gibt's. Wo ist jetzt eigentlich der Tank? Ich meine, der glaubt, er kann Urlaub machen, hat er aber geschnitten. Irgendwas hat er gerade scharf Bums gemacht. Aber was? Da, das habe ich gemeint. Wenn es einen Tank nicht mehr interessiert, schleicht er sich, ja. Da, du Flitschen, komm her. Ja, super. Kenny, das war eine tolle Idee. Jawohl. Hinein in die Visage des Grauens. Da war ich mir beim Tank oder beim Reaper so anstellen, dann brauchst du Mahlzeit, der lacht mir aus.
Ah, diese Performance, die ich momentan hab, die kotzt mir an, wirklich. Der wird jetzt denken, komm her, geile kleine Maus. Die bringen ja noch übers Dach. Ah, er schlatzt eh schon, schau. Und ich brenne. Hunter! Ja, Apokalypse-Klasse ist ein bisschen ein eigenes Kapitel, aber siehst du, ich hätte können na, wie heißen's? Hilf mir. Ah, du... Nein, ich häng! Jetzt komm, ich häng! Nein! Nein! Was hab ich denn noch mit? Was sind denn jetzt da die zwei Gulli-Deckel? Kruzifix von zwei noch. Du Dödel. Scheiß Flammenwerfer, ich hasse ihn. Laut nach. Kruzifix. Du, das ist der Tank, okay. Wo ist er jetzt? Da. Ja, wie viel halten denn der aus, bitte? Das ist ein Wahnsinn, da. Ja, sicher. Und eine Reichweiten hat er, das ist unglaublich. Scheiße, da. Du kleines Güllefassel. So. Oh, das müssen wir uns noch anschauen. Da ist noch einer. Aber ich glaube, der ist von da oben aber nachgekommen. Ja, klar. Ich lauf wieder durch. Ah, ich glaube, jetzt ist der Tank sauer. Aber egal. Nur ein zorniger Tank ist ein guter Tank. Mhm. Wie ist er denn? Warum nicht gleich so?
Was haben wir denn alles? Gummi brauchen wir. Rauchgranaten nicht. Das nehmen wir mit zum Zerlegen. Panzerbrechend. Weißt du was? Wir nehmen zur Vorsicht. Den nehmen wir jetzt einmal nur zur Vorsicht mit. Was haben wir denn da jetzt alles gekriegt überhaupt? Weiß ich jetzt gar nicht. Schalldämpfer. Oh. Hey, warte mal. Ist das für unser... Geil. Brauchen wir. Nehmen wir mit. Die Vogeldunst nehmen wir mit und das war's. Gut. Jetzt machen wir schnell diesen Bunker da hinten. Und dann war's das für heute. Ich werde schauen, dass ich die Performance wieder hinkriege. Und im zweiten Teil, der heute noch folgt, machen wir dann die FOA-Anlage. Nur was ich mir jetzt nicht mehr sicher bin. Warte, das ist so eine gute Waffe. Wo geht's denn da hin? Siehst du, das weiß ich nicht mehr. Sammelgegenstand aufgehoben. Na gut. Wurscht, weiter geht's. Ich will zu diesem Bunker. Im Vorderbereich möchte ich looten. Und mir dann gleich auf dem... Ich glaube, dass dort ein Apokalypse-Tank war. In der Hauptgeschichte wartet dort einer. Naja, es dürfte schneller gehen als wie geglaubt. Ah, den haben wir gelootet, gell? Ja. Wisst ihr, was mich so fasziniert an dem Design von den ganzen Maschinen? Die schaut so richtig echt aus, wenn du so ein bisschen genauer hinschaust. Das haben sie gut in Szene gesetzt. Genau, dort ist der FOA-Bunker. Ich mache jetzt nämlich schon her, sage ich dann. Jetzt möchte ich was ausprobieren. Einen Platz zuweisen, das da mache ich auf 7. Da oben ist ein Hund. FOA 4 Bergfinken, schau her. Das werden wir da platzieren.
Kurzen Ergänzungen. Geil. Geil. Dieser Vorplatz hier, mehr will ich nicht machen, hat einen einzigen Grund. Zu tiefer Spoiler. Posten braucht man die eine nicht mehr mit. Es kann nämlich sein, dass ich beim ersten Durchlauf da irgendwas übersehen habe. Nehmen wir mit zur Reserve. Panzerbrechend. Vollmantel Vogeldunst nehmen wir mit. Panzerbrechend. Die Rauchgeschosse lassen wir da, den nehmen wir mit. Okay, kein Apokalypse-Tank, auch gut. Die Granaten, die Landminen. Nehmen wir mit. Wir haben zwar schon genug davon. Nehmen wir beides mit. Und wie gesagt, weiter als wie den Vorplatz will ich nicht machen. Weil das wäre nämlich echt extremer Spoiler. Für die, die die Geschichte nicht kennen da. Panzerbrechend, panzerbrechend. Her damit. Ich bin schon zufrieden mit dem, was wir da kriegen jetzt. Schau. Voll geil. Okay. Was für eine war das jetzt? Das war aber nur Stufe 2. Egal. Den können wir zlegen auch. Vogeldunst haben wir gesagt, nehmen wir mit. Haarnadel, Funkgerät, Landmine und Granate, danke. Brauchen wir nicht. Was ist das schon? Wahrscheinlich hätte das auch schon großer Story-Spoiler, aber ist wurscht, du sollst das da. Ich will nicht mehr erzählen, weil du sollst dann selber genießen, wenn du da bist. Weil da ist dann das Finale. Und mehr sei nicht verraten. So. Bitteschön, den Rest kannst du selber ausmalen. Aber wahrscheinlich spawnt er mal gleich in die Fresse. Mhm. Wie es mir heute schon passiert ist.
Steht da, auf einmal geht's dusch. Und plötzlich standen sie da. Jetzt war nicht mehr mit. Dann haben wir uns schon angeschaut. Den haben wir schon. Was haben wir da? Plastik nehmen wir noch mit. Ist wurscht. Tut nicht weh. Alter, die Performance ist zum Kotzen. Na mit. Na. Panzer brechen, die Vollmantel nehmen wir mit zur Vorsicht. Nö. Funkgerät. Das war die beste Entscheidung. Dass wir da nochmal herkriegen. Ah, da ist noch was schon. Also nein, das haben wir gesagt, lassen wir drinnen. Ich muss mir schon mittlerweile entscheiden, was ich mitnehme oder was ich da lasse, weißt du? Aber ist nicht so einfach. Okay. Warte mal kurz, können wir das mitnehmen? Nö. Okay. Das war der erste Teil von 3 mit dem Looten. Wir hauen jetzt da an. Ah, da habe ich gesagt, will ich hergehen. FOA-Anlage. Weißt du was? Ich verabschiede mich da jetzt dabei von euch. Ich reise jetzt da her. Und dann treffen wir uns in der näheren Umgebung von der FOA-Anlage. Dann gehen wir dort looten. Das ist dann heute. Nächste Woche dann Teil 3 des Lootens und die Basisverteidigung. Genau. Und zu guter Letzt der Reaper. Ich wünsche dir dabei was und wir sehen uns. Baba dabei.